Marisola. Dit is John Peters hier met Gedankens uit Gottes Woord. Dit is een 15 februari en 2024, klok 10 s'morgens. We zijn nu bij Matthäus kapitel 27. Dat fehlt nog 2 kapitels en dan zijn we fertig met Matthäus. Dat heeft over 3 jaar geduurd. We prijzen dem Herrn dat we de vrijheid hebben in zijn Woord mitteilen. Ganz vrij over de lof wallen. Check dat wieder, waar we mensen hoopning geven. His great love, I learned the meaning of salvation. Out of His great love, out of His great love, He picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of His great love, I learned the meaning of salvation. Out of His great love. Wat van het grotere lief uit het genoeg heeft het gegeven als dat God zelfs raufkwam en in vorm van Jezus Christus te zien. En hij was een mens voor 33 jaar. En hij bracht ons hoopning. Dat woord evangelium dat bedient goede nieuwigheden. Wat is de goede nieuwigheden? Dat ik en du weer hoopningsloos verloren. Over, en dat is de slechte nieuwigheden, over de goede nieuwigheden. En hij aankwam en betoeld al onze zin, betoeld al onze schuld en zei: nu kom met mij toe in den schijnen Himmel en neem dat aan. Alright, so we gaan wieder en we fangen nu aan in Matthäus 27. Het vijfmaal had we wo Jezus verroden werd van Judas zelfs, wat al 3 jaar weer met hem toe was, part van de 12. Vandaar nog een beetje meer davon. Aber das sage ich in Matthäus 27 ein, des Morgens aber hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesus, dass sie ihn töteten. Wer wieder? Das sagt hier der Hohepriester, so dass wir der erste Älteste, dann sagt er der Älteste von dem Volk. So der hat unter sich Älteste und die Lehrer. Und dann steht, dass Gott sein Willen Sachen und Gott sein Wort kicken und deuten, was sie zu Europa werden sie viel daran interessiert, an diesen Jesus umzubringen. Warum? Weil Jesus möchte uns so anmacklich. Sie hatten ein System. Sie wären machtlich geworden. Sie hatten politische Kraft, sie hatten Regierungskraft, sie wären reich geworden, recht alle. Und die Menschen, die hielten viel von ihnen. Und das wäre viel wichtiger als das Jesus, was alles über Kopf schmieden will. Und Jesus will das über Kopf schmieden. Er will haben, die Tempel soll ein Gebetshuis sein. Er predigt von einem anderen Dreck. Jesus wieder ein Don't, als der Römer Israel anhatten. Jesus will ein frisches Königreich aufstellen. Und das Königreich erst nachher hier auf Erden. Und so, was deuten sie dann zu der Botschaft? Was wir die Antwort zu der Botschaft? Wir wollen umbringen. Wenn ich hier sage, des Morgens, dann weiß wir, dass Jesus wie hier danach abgewasst, hat im Garten gekämpft. Die Fee-Botschaft wir von den Garten. Und wir wissen, dass Jesus wie hier danach vorgenommen werden. Und sie haben ihn hier als sehr zulässt, sehr gequält, sehr gekielt mit Füßen, haben ihn bespähen, haben ihn bespart. Und das wir alle hier danach passiert, die andere Evangeliums reden davon, besonders Lukas und Johannes. Hier sagt er, dass sie, wie das wir nicht smart, sie bungen sie in den Hängtop, und das noch war was interessant ist. Gott leitet sich den Hängtop bei, meine Freunde. Gott juist sich ganz in diese Menschen ihre Häng und lässt sich den Hängtop bei. Was für eine große Leid ist das nicht? Was wir sehen, Motivierung, sehen eine große Leid für mich und die und für die ganze Weltmenschheit. Was für eine Leid ist das nicht? Und dann brauchen sie auch den Landpfleger, das wir den Governor, wo der Rom über Israel gesagt hat, der festgestellt hat, dass wir Pilatus. Und ich habe das erste Mal den Namen Pilatus.
En dan zijn we hier waren bij Judas. Als Judas dat zegt hij in Matthäus 7:3, dat hij Jezus verraden had. En dat ze hem niet worden verdampt tot in dood. Dan zegt dat aan bij dat leid. En hij noemt de 30 zelfgrasja, trainen den priester. En de beambte en zei, ik ga alles doen. Ik ga jullie een gerechten mensen geven. En dan zeiden zij zo kalt, zo zeer kalt, wat heb je ermee te doen? Dat is dien business. Dat is dient. Alright? En hij schmidt het zelf twee en im tempel nen. En zeer kort zegt dat hij ingeruht en dat zegt hij hung zichzelf. So, we willen nog een klein beetje meer van Judas vertellen. Ik weet, ik heb een paar Mal erwähnt, dat Judas en Petrus hadden beide gezindig. Aber der Unterschied wir, einer bleibt arm, einer lügt. Der Wirk sei doel, wir sei betriebt. Hij dacht ook dat we alle hier waren. Hij had dat toegraf gemerkt. Maar hij bleef arm, wat in 3 dag. En dan zegt Jezus, als hij opstond, zegt hij tegen de vrienden, zei tegen de jongen, ik wil alleen in Galilea treffen. En ook Petrus. Wat van de grote leider staat niet. Dus Petrus wordt krank. Zo'n slechte zin begonnen had als Judas, kreeg je een hoopningsboodschap van Jezus. Waarom kreeg Judas niet de hoopningsboodschap? Nee, hij had zichzelf het leven genomen. Hij had zichzelf abgediend. Zijn wohl wie gemerkt worden. En toen waren we een beetje van reden. Hij had een wohl. En die had een wohl. Jezua zei tegen het volk Israël, welken van jou, als je God nu volgen wil, er de afjater van Jan ziet Jordan, ik over mijn huis wil God nu volgen. De schrift is allemaal vol van wählen. Voor een oorzaak heeft God dat zo gewild, heeft het zo wild, dat ik nu zo'n wählen kan. Dus zijn leren raam die zijn dat we hand kunnen wil, dat is al jij en jij vorig gemerkt, dat er voorgezet, wer wordt zelig worden en wer niet. Maar weet je wat deze mensen doen? Die misverstaan, die verstaan niet de balance wat er fehlt. Ik ben immer voor balance. Ze weten dat God weet de toekomst. So God weet dat ze nu worden wil, om nu te volgen naar de niet. Nu zijn ze, wenn God dat al weet, niet de eerste keine wohl. En dat mijn vriend is aardig. Ik wil vertellen, zo'n liedleggende vrouwen, die has kinderen. En die hebben niet meer een wohl. Dat is al van jij en jij voorgezet. Weet je wat de schrift zegt? Welkind. De schrift zegt, wer immer naar Jezus komt. De schrift zegt, all die wat naar Jezus komt. De schrift zegt, also hat Gott die Welt geliebt. Wer ist in der Welt? Wir alle. Alright. Für welchen Sinn ist Jesus gestorben? Für alle Sinn, sagt die Schrift. 100 Mal ever. Aber, ik zijn hier gleich zum andere Gruppen durchstampen, der durchran, die kicken da anders an. Dat zijn mijn Brüder en Schwestern im Herrn. En ik wens ihnen volle Frieden und Freiheit. De Fallung von den Heiligen Geist, zodat het kan klar worden. Alright, so Judas, der will sich hier wordt. Zweitens, Judas deed hier eine Sort Buße, aber nicht die rechte Sort Buße. Buße meint Anwendung. Alright, so wenn wir sagen, zum Beispiel, ich habe die Eier von geredet, du hast einen Basketballfahrer, der fährt Norden, dan wenn wir warten an, ich fahre den aardigen Weg, dann halte ich still, dann winkt er an. Der Basketballfahrer hat Buße gedaan. Neben Jesseljen, der Mensch, der bekijkt sich. Judas bekijkt sich hier zelfs, dan wenn wir warten an, hat aardig gedaan. Nu dan wordt zeer, zeer leid. Nu is mijn vrouw, want mij wat leid deed, is dat Buße? Nee, dat is bloos de halve Buße. Wat is de andere half? De vrouw is, hoe voort is Basketballfahrer nu aan? Want de antwoord is, wanneer een mens stil deed en winkt aan, hoe je het aan? Die beter je naar Jezus. Dan is de Buße vol. Bloos stilhouden en afwoorden dat ik zie in zin dat ik het aardig doen, dat is nog niet genoeg. Je moet nog hoe hebben. En hoe wingen we aan naar Jezus Christus zelfs. Hebreeën zegt, hij heeft ons geloven aangevangen en hij wordt ook vollendet. Hij is de aanvang en het eind. So wir müssen nicht bloß ein Leid sein haben, wir müssen nicht bloß rohren, über wer wir sind, über unser Sinn, wir müssen auch nur haben.
Jezus zelfs reed je van dat ene hart als reingemaakt worden en dat blijft ladig. Dan komt er nog eenmaal 7 jaar dat we eerst bloß einer ben weer. Dus mens had ook busse gedaan en we hadden het gleich fertig gemaakt. Wo merkst du het fertig? 3 dienen Jezus Christus. Dat is de antwoord. Ganz voll, ganz klar. Ik wens Judas wat aan gedacht hebben, aan de woord wat Jezus gezegd had, zum Beispiel in Matthäus Kapitel 11, wo Jezus sagt, kom to me, all day, wat het schwer haben. Judas had het geschworen. Ik wens je had aan gedacht wat Jezus gleich een jaar 3 gezegd had. Kom to me, all day, wat het schwer zijn, mühselig und beladen sind. Ich will euch erquicken. Ich bin in Fried. Ich bin in Helper. Ich wens dat Judas had aan gedacht, als Jezus den kranken Mensch heilen deed, en dat Jezus eerst in zijn zin te gaan heilen, dan sagt Jezus, dass Menschen sehen, hat Kraft, Sünden zu vergeben. Jezus kann Sinn vergeben. Darf Sinn vergeben. Ist voll von Vergebung, voll von Leib. Menschen brücken sich bloß den Arm wehen, den Arm drehen sozusagen, und kicken in den Arm, und dann hast du die volle Vergebung. Und das wird Judas nicht tun. Judas riemt sich selbst ab. Das sagt er hungsig. Und das ist sehr, sehr schuld. Die haben wohl, wir haben wel. Gott hat nicht Robot gemerkt, meine Freunde. Ein Robot hat keine Leib. Ein Robot, der bloß dort, wo ihn eingestellt ist worden. Gott hat uns nicht als Robots gemerkt, dat wessen arm nu leven en andere nicht. Leib muss immer freiwillig sein, beter dort als es nicht Leib. Wenn Leib nicht freiwillig ist, dann ist es keine Leib, meine Freunde. Gott in der Leib für uns ist freiwillig. Die Freiheit, dass wir freiwillig am Dreh leben. So, das ist die Wohlbereitung, die haben. Ein Robot kann nicht Leib beweisen. Aber ein Mensch, der einen freien Willen hat, kann. Und das ist Gott, das alle wird. Waren Menschen nu alle seilig? Nee, die Schrift sagt, die waren schmal, die sind nur wenig. Wie das danach wird, und Gott in ihren Jo. Jemand hat gesagt, dass 10% von der Welt ist Christ. Das meint, dass 90% sind nicht und sind verloren. Als das danach wird gewesen, Jesus ging hier im Kreuz, in Golgatha, eben bloß für die 10%, aber die Seiligkeit der Lösung ist für die anderen 90 auch. Nicht als bloß die Frau, nehmen die das an, die Schrift selbst sagt selbst, die nehmen das nicht alle an. Für viele Menschen ist das Naturheit. Viele, die diese Botschaft von hören, die wollen sagen, das ist Naturheit, das ist Foolishness. Even meine Brüder und Schwestern im Herrn wollen das dort sein. Aber das sind don't. Ein Redner soll keinmal 100% Nufall haben, die soll noch Gegenstand haben. Und das ist gut für uns alle. Meine Freunde, wir bringen hier Hoffnung. Wir bringen hier die gute Neuigkeiten, dass Jesus ist gestorben. Für allem, die Vergebung ist für allem. Judas, der hat eine halbe Buße, was hat so eine ganze Buße tun. Und was ist die ganze Buße? Nicht bloß stillhalten und Leid sein haben. Die ganze Buße ist, danach nach Jesus kommen und Armut geben. Wir können ihn sehen von Deus Mars. Und wir sind bald drei met het gewone radioprogramma hier op 1250 KIKZ.